could, so it would let us turn up all the beats. We sent our roots deep underground and new ideas bloomed all around. We're all digging, living on our street. 'Cause there's goats and chickens, bees and birds and fruit growing on the tree. Hallo zusammen, hoi, willkommen in Triester. Das heutige Video, da geht es um unsere Vision. Wieso sind wir da? Was haben wir vor? Und genau um das eigentlich. Also, wir sind da in Triester aufgekommen, um unsere Welt zu verändern, um das Gute zu bringen, um das zu machen, was wir als gut empfinden für unsere Welt, die leider nicht mehr in so einer guten Situation ist. Wir tun unser Vorgehen nach den 3 ethischen Prinzipien der Permakultur aufbauen. Das ist zum Beispiel ganz klar Earth Care, also für die Erde Sorge halten. Für die Erde Sorge halten tun wir mit unseren Tieren, mit regenerativen Weidesystemen. Das heisst, wir tun über das ganze Land weiden. Das heisst, wir tun aufräumen. Wir schauen, dass das Land nicht verbüscht und verwachst und dass die Weiden noch da bleiben und dass das Gras wächst, dass Sukzession wieder kommt. Also ihr seht ja, überall liegen tote Bäume rum und Altholz. Das ist einerseits gut für Material, also wir werden nie Geld ausgeben für viel Holz. Aber natürlich das Schönste ist, mit der Permakultur lernt man ja alles wieder zu verwenden. Und es gibt Techniken wie der Hügelkultur, die wir gut umsetzen können, nicht ganz als Hügelkultur, aber wir können das ganze Totholz brauchen, um den Boden aufzubauen. Das heisst, in den Terrassen, die wir bauen, kann man das Totholz rein, das sich langsam versetzt und zu Erde wird. Also, Permakultur gibt uns wirklich die Freiheit, um einfach frei gestalten, ohne müssen das Geld ausgeben für neues Holz, weil es ist ja alles da und man braucht das, was es hat. Also wir gehen davon aus, dass da am Mauer entlang eine Holzwohnung war. Man sieht auch die Stütze, die Steinstützen. Dann nehmen wir an, ist da gerade Holz gewesen, weil das Wasser fließt ja nicht ab und wieder drauf. Und weiter beim Haus vorne, da gehen wir jetzt gerade schauen, hat es auch sogar eine alte Schleuse. Und dann ist der ganze Hang da bewässert worden. Und man kann sich vorstellen, ist das alles Garten gewesen? Und wie auch. Das Gebäude, das wir hier sehen, das finde ich persönlich gefällt mir sehr, sehr gut. Und da könnten wir wirklich vorstellen, dass es nicht nur ein Gästehäuschen ist, sondern auch, dass wir dann da uns einmal verschieben und da einziehen. Weil ich sehe das schon, unten dran hast du so eine kleine Küche, ein kleines Bad, alles miteinander so integriert, Öffeli. Und oben dran hast du den Schlaf-Wohnraum. Vorne natürlich ein riesiges Fenster, eine riesige Glasfront mit dem Stein rundherum, das alte Dach wieder aufgebaut. Hey, weißt du, schön sieht das aus. Und dann am Morgen, wenn du aufwachst, dann kannst du einfach raus schauen, ich sehe da in die wunderschöne Landschaft runter. Herrlich, herrlich. Da heisst es auch People Care, also für die Menschen Sorge halten. Für das sind wir ein Erholungsort. Wir sind ein Rückzugsort für die ganze Umgebung, für die Leute von der ganzen Welt. Eigentlich sind alle willkommen. Und wir sind für Fair Share. Das heisst, das Land, das uns gehört, wollen wir auch teilen. Wir sind auf einem öffentlichen Wanderweg und wir sind da, um es zu teilen. Das heisst aber nicht nur teilen für die durchwandern und auf Besuch kommen, sondern wir haben auch noch Platz für andere Leute, um bei uns zu wohnen. Wir wollen das Land teilen, wir wollen die Möglichkeit teilen, vor allem aber wollen wir auch die Arbeit teilen, dass wir nicht alles allein machen. Überall sieht man da Steine, wo das Wasser früh durchgeflossen ist. Und wenn du dich umkehrst, oben, dann sieht man
eben die Muster im Boden, wo das Wasser durchgeflossen ist. Wenn man da angraben, dann findet man wahrscheinlich Steine und der Weg geht dann raus. Und dann ist so der ganze Hügel beflüsselt. Und wird danach da in dem Swan aufgefangen und fließt dann zurück in den Bach hinein. Genau, also jeder Tropfen Wasser wird eigentlich übers Land geleitet oder ist übers Land geleitet worden und das werden wir wieder instand stellen. Ich weiß gar nicht, was ich anfangen soll. Also, warum sind wir da raufgekommen? Ja, wir wollten einfach etwas machen und sagen, wir wollen etwas dazu beitragen und nicht einfach nur schwätzen, sondern auch wirklich Taten folgen lassen. Darum haben wir uns dazu entschieden, dass wir uns einen Ort suchen, wo wir die Sachen, die wir wollen, verwirklichen können. Ja, dann sind wir auf die Suche gegangen und haben hier den Ort gefunden, unser Paradies in Triestan. Und dort oben soll ein Ort entstehen, natürlich nicht nur für uns. Also wir haben natürlich das Ziel, dass wir hier oben leben und auch von dem leben und irgendwann nicht mehr so viel ins Tal runter müssen. Vor allem, wenn wir dann mal älter sind. Aber es soll auch ein Ort sein für andere Leute, wo es herkommen können. Also es heisst ja Place of Experience oder auf Deutsch haben wir Ort der Begegnung und genau das ist es. Also bei uns kann man mit den Tieren kann man Nähe haben, man kann Tiere ganz anders mal erleben. Man kann aber auch Natur, sei das jetzt bewusst das, was wir anpflanzen oder anbauen, was wir machen, auch in Bezug auf Permakultur, wie wir das aufbauen. Aber natürlich gehört auch das dazu, was alles einweg die Natur uns gibt, was alles schon wild wächst. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das auch wieder wissen und wieder mehr ins Leben integrieren. Da wieder aufmachen und eben die Berieselung unter dem Steinbruch Villa. Eben da die Schliesse kann man aufmachen und das Wasser da durchfließen lassen. Alles wirklich ausgeklügeltes System vom Feinsten. Und das müssen wir wirklich wieder instand stellen, weil das ist der beste Weg für die Natur. So ist es. Die Natur müssen wir pflegen. Ja, zum Beispiel auch da wieder haben wir Berieselung, den Sprenkler, der kaputt ist. Also er wird schon noch bewegen, aber da fehlt einiges dran. Also, wie sagt man dem? Auf jeden Fall ist er kaputt. Aber ja, wäre eigentlich alles da. Dort unten geht nochmal eine, dort hinten nochmal eine. Da oben hat es unter den Bäumen vermutlich nochmal eine. Aber ja, das ganze Land wäre eigentlich berieselbar. Aber fortlaufend kaputt. So, jetzt da haben wir nochmal ein Gebäude. Gehen wir da mal rüber. Der Boulderpark für junge, neu einsteigende Kletterer, hauptsächlich Kinder und Jugendliche, können hier drauf klettern, wenn sie wollen. Einfachere Wege, schwierigere Wege, gibt es alles ein bisschen. Das ist einfach gegeben als Möglichkeit. Etwas, was natürlich auch über das ganze Land entsteht, sind dann so wie eine Schatzsuche für Kinder.
Das heisst, sie kriegen dann so Schatzkarten mit verschiedenen Punkten und danach können sie das sich auf die Suche machen, das suchen. Weil auf dem Land hat es ganz viele coole Sachen, die eigentlich schon gegeben sind. Also zum Beispiel Steine, die Formen von Tieren haben. Also wir haben schon Schildkröte natürlich entdeckt, dann Krokodil, Löwe. Dann hat es natürlich auch Baumstämme, die irgendwelche Formen geben oder sonstige Sachen. Also da kann man so viel Schätze verstecken oder auch Schätze, die schon da sind, entdecken. Und das stelle ich mir mega cool vor, so als Kind, wenn du über das Land streifen und so Sachen entdecken mit deiner Schatzkarte. Also, wo wir hier angezügelt sind, ist die Wand da noch gestanden. Weil der Wind von Seiten her kommt, hat es dann mega umblasen. Ja, das begammelte Stall, ein alter Stall, wo eigentlich der Gibbel ja noch steht. Und den würde man gerne wieder zumachen. Wahrscheinlich nicht mit Holz, sondern auch wieder mit Erdsäck. Damit wir da wieder einen Lagerraum haben, Stall für Tiere und Material. Vielleicht sogar Wohnort, weil da auf die oberen Terrasse würde sich natürlich gut wohnen lassen. Aber jetzt gehen wir noch ein bisschen mehr ins Detail, weil das wollen wir ja wissen, um was geht's. Also fürs Land sorghalten ist ja nicht nur das regenerative Weidesystem. Das Land ist ein uraltes Land. Da hat zum Beispiel vor 70 Jahren, wo es noch nicht brach gelegen ist, haben die Familie Hutter über 500 Jahre hier oben gewirtschaftet. Sie haben Nahrung hergestellt für die ganze Umgebung. Und nicht nur für sich. Sie haben wirklich alle Terrassen gebaut und gemacht und da muss ausgesehen haben wie in Eden. Und dort wollen wir wieder. Wir wollen nichts Neues erfinden hier oben. Wir wollen das machen, was schon immer gemacht worden ist. Wir wollen Nahrung herstellen. Wie die Nahrung und indem wir das Land wieder aufbauen. Das Land brachgelegen ist und auf dem Südenhang liegt, ist der Boden richtig so am Schlafen. Da hat nicht mehr viel Leben drin. Darum müssen wir ganz viele Terrassen bauen, wir müssen ganz viel Kompost produzieren, zum organischen Material wieder in den Boden bringen. Wir müssen das Wasser wieder verlangsamen und in den Boden hineinbringen. Und das führt dazu, dass wir nachher auch gut für die Menschen sorgen können. Weil wir wollen ja nicht nur selbst versorgen, wir wollen uns allgemein versorgen mit guter, gesunder Nahrung. Permakultur gibt uns die Freiheit, um ohne Pestizide zu arbeiten, um ohne chemische Mittel zu arbeiten, sondern nur mit den natürlichen Materialien, wie eben Kompost. Die Idee ist, dass die Leute hier raufkommen können, nicht nur zum Nahrung holen und sich ernähren, sondern dass sie sich auch erholen können. Weil in der heutigen stressigen Welt ist Erholung so wichtig. Es ist wichtig, dass die Leute raufkommen können, über das Wochenende mit der ganzen Familie und einfach die Seele bammeln lassen. Da in der Sonne sitzen, etwas Gesundes essen, Kinder können in der Natur spielen, sie dürfen Tiere kennenlernen, sie dürfen die Hände dreckig machen, sie dürfen einfach wieder Kinder in der Natur sein.
auf dem Land ist natürlich schon sehr viel gegeben, weil ich stelle mir immer vor, wie hat man da vor 100 Jahren oder früher gelebt. Und ich meine, ich gehe davon aus, dass die Leute sich auch so gut wie möglich eingerichtet haben, so bequem wie möglich. Darum auch überall die Wasserwege. Macht ja auch Sinn zu den Gebäuden her, damit du Wasser vor Ort hast, wieder Abwasserkanäle. Also ja, es ist ja eigentlich alles da gewesen. Es ist halt einfach ein bisschen verlodert und zum Teil halt auch durch die Erosionen und alles durch die Veränderung halt nicht mehr so sichtbar und zum Teil halt auch kaputt. Aber es ist auf jeden Fall immer noch vorhanden und man sieht es immer noch. Und es muss einfach wiederbelebt werden. Da kann man das alles wieder nutzen. Alles, was schon Sinn gemacht hat. Das Wunderschöne an diesem Land ist, dass ja mindestens 500 Jahre lang bewirtschaftet worden ist. Hat überall Wasserwege im Boden hinein, wo eigentlich die ganze Berieselung über den Boden gegangen ist. Wie früher hat man das so gemacht. Heutzutage macht man das gerne wieder. Also auch in den Prinzipien der Permakultur. Und wenn wir schauen, einer der Prinzipien sind Muster erkennen. Und Wasserwege ergeben Muster. Man sieht ganz genau, wo das Wasser durchfließt, wenn man ganz genau heranschaut. Auch wie die Bäume wachsen. Die Bäume wachsen nämlich auch dort entlang, wo Wasser fließt. Und zum Beispiel, wenn man über das ganze Land schaut, so wie hier in der Trockenzone, so wie die Bäume wachsen, so ist auch mal Wasser geflossen. Das ist tatsächlich so, wenn man genauer schaut. Man findet auch die alten Schwanen und die alten Wasserwege, wie die sind mit Steinen ausgelegt. Jetzt zum Beispiel auch gerade unter uns hat es einen Wasserweg. Und ja. Ja, wir stellen uns vor, dass da oben die Leute vorbeikommen können. Zum Beispiel schönen Sonntag, die Sonne scheint, die Leute kommen, sie können etwas mitnehmen. Sie können entweder selber etwas zusammensuchen, das heisst, so wie ein Frischsupermarkt. Sie können rumlaufen und schauen, was ihnen gefällt und dann das pflücken und dann nachher mitnehmen. Oder sie haben natürlich auch die Möglichkeit, sie können einen Picknickkorb nehmen, können sich irgendwo auf dem Land ein schönes Plätzchen suchen, die überall verteilt sind auf dem ganzen Land und können dann dort einen schönen Tag mit der Familie verbringen. Für uns sind aber auch Kinder ganz wichtig. Die Kinder sind unsere Zukunft und das, was wir ihnen mitgeben, das werden sie auch mittragen. Und darum ist für uns auch ganz wichtig, dass wir auch für Kinder wieder eine Möglichkeit bieten, einen Bezug haben zu der Natur, wieder mal etwas mit den Fingern machen, mit den Händen machen, im Dreck herumgraben, Tiere kennenlernen, Tiere streicheln. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das habe ich persönlich das Gefühl, das fehlt heute oft bei den Kindern. So mittelaktuell hat es im ganzen Land nicht nur die alten Bewässerungssysteme, sondern auch ein modernere. Aber wie ihr seht, hat zwar kilometerweise Rohr, aber das meiste ist kaputt, verrostet, kein Spritzkopf mehr und gerade führt es nirgendwo, wie jetzt zum Beispiel da es nirgendwo führt. Das ist auch etwas, muss man aufräumen, muss man zusammenrollen, instand stellen. Aber darum ist es viel besser, mit dem den natürlichen Wasserweg brauchen. Wieso? Ist garantiert alles dicht. Aber man weiss ja auch, von oben her berieseln, im Sommer, wenn es heiß ist, verdampft ja das meiste Wasser.
da haben wir eben den Bach mit Schleusen. Offen, dass es durchfließt jetzt gerade ab direkt ins Tal, in die Rotten runter. Aber wir können hier zumachen und da wieder aufmachen. Wenn du ein bisschen näher kommst, siehst du die alte Villa von oben. Und wo die neues Wohnhaus wird entstehen, sieht man auch zweistöckig, schön 3 Zimmer daraus. Alles ganz klar visioniert. Ja. Für die gerne meditieren, haben wir hier einen wunderschönen Unterstand, wo man einfach sitzen kann. Man ist deckt. Also das heisst, bei jedem Wetter kann man da sitzen und meditieren, wenn man Lust hat. Genau, das haben wir schon im ersten Video entdeckt übrigens. Unsere Videos, unsere Abenteuer, unsere 3 Jahre in Trieste bis jetzt, das findet ihr Woche für Woche als Video da. Und in der allerersten Woche haben wir schon entdeckt, dass es diesen schönen Platz da gibt. Einfach so. Dürfen auch Kinder unter der Woche raufkommen mit ihren Lehrern, mit ihrer Klasse und mit der Klassenlage. Sie dürfen kommen lernen. Das ist das, für das, wo wir da sind. Wir haben auch den Peace Circle. Und auf den Peace Circle geht es auch um Unterhaltung und Rückzugsort, ob jetzt für eine Meditationsrunde, für Friedensverhandlungen oder eine Hochzeit. Was aber ganz sicher stattfinden wird, sind Konzerte. Anlässe, wo die Leute wieder Freude geben können. Zum Beispiel auch im April und im Juli. Das sind schon Konzerte vorprogrammiert und in Planung. Schaut. Ja. Indem, dass wir für die Menschheit sorgen, indem, dass wir People Care und Earth Care miteinander kombinieren. Also indem, dass wir den Boden wieder aufbauen, zum gesunden Ernährung erschaffen, für die Leute rundherum und Erholung, alles kombinieren. Ist unser Alltag schon gefüllt. Das ist einfach gegeben. Wichtig ist aber zu erwähnen, wir sind nicht da als Selbstversorger. Wir machen es schon selber. Aber es geht nicht nur um uns. Es geht um allen. Es geht um eine schönere, bessere Welt. Ob jetzt für Klimaschutz oder was auch immer. Oder einfach das Wandern wieder etwas Schönes anschauen können. Fairshare heisst für uns wirklich konkret, dass da Leute raufkommen können. Wir teilen das, was gekauft worden ist. Da. Wir teilen unser Land. Wir geben den Leuten Möglichkeiten, um sich zu etablieren, zum erfüllen, um auch ein Teil zu sein von einer besseren Welt. Weil Leute wünschen sich doch das. Möglichkeiten, um etwas zu unternehmen. Nicht nur darüber nachdenken, nicht nur zu philosophieren, um auch wirklich etwas Konkretes zu machen. Wir machen Nägel mit Köpfen. Da bietet uns natürlich unser wunderbarer Platz auch ganz viele Möglichkeiten. Sind das zu verschiedenen Kursen, die man machen kann oder zusammenkommen, Musik.
ja, wir haben aber nicht nur Platz für uns, es hat auch Platz für andere Leute. Wenn irgendjemand mal sagt, das ist ein cooles Projekt, ich möchte da einsteigen, ich möchte da gerne mitmachen und mitwirken, helfen, kreieren, dann sind wir offen für das. Also wir stellen uns schon vor, dass das auch wachsen soll und nicht nur der Colin und ich in dem Sinn da sind, sondern es hat auch wirklich genug Platz für andere Leute. Gerade mit diesen vielen Gebäuden, die wir haben, da hat es unzählige Möglichkeiten, was man daraus machen kann und wie man auch was man auch vielleicht für neue Bauten kann ausprobieren und für Sachen. An der Permakultur selber gefällt mir persönlich, dass es halt wirklich so das abdeckt. Also es geht ja nicht nur darum, wie macht man etwas, wie baut man etwas an, sondern es sind ja eigentlich auch Grundsätze, die man mitnehmen kann in sein eigenes Leben und kann integrieren. Und die Grundsätze, die gefallen mir wirklich super gut, weil ich finde, das sind genau die Sachen, wo es darauf ankommt und die wieder wichtiger werden für alle Leute. Also nicht nur, dass wir Sorge tragen zu unserer Natur, weil wir haben schliesslich nur eine Erde und ich bin überzeugt, dass die Erde, die Welt kann weiter existieren, auch wenn wir Menschen mal nicht mehr sein sollten, weil wir einfach so viel Raubbau und alles betrieben haben, dass das nicht mehr so lebensfähig ist für uns. Dass man auf andere Menschen schauen muss, das ist auch ganz ein wichtiger Punkt. Ich glaube, wir müssen wieder lernen, dass wir mehr zusammenheben und zusammen Sachen machen, zusammen am gleichen Strick ziehen und nicht jeder für sich allein etwas wurtelt. Das ist zwar auch wichtig und auch gut, aber die Gemeinschaft und einander helfen, ich glaube, das ist etwas, wo früher noch mehr gegeben war, halt einfach aufgrund der Situation. Früher hast du vielleicht manchmal die Hilfe deinem Nachbarn gebraucht. Wenn du heuen wolltest und das Wetter ist zusammengebrochen, dann bist du froh gewesen, wenn sie dir helfen konnten. Und heute ist das nicht mehr ganz so vertieft, auch die Nachbarschaftshilfe in dem Sinn. Oder dass die Leute halt wirklich aufeinander schauen und einander mal helfen, ohne dass man immer auch gerade etwas dafür erwartet nachher. Und dass alles momentan auf der Welt ein bisschen ungerecht verteilt ist, ich glaube, wenn man da vor allem so Bankkonten jetzt mal im Vordergrund stellt, also ich meine, das ist schon lange ein Thema, dass die Schere zwischen Reich und Arm immer grösser wird und wo das herführt, meiner Meinung nach nicht zu etwas Gutem. Und darum, glaube ich, ist es wirklich auch ganz wichtig, dass man wieder miteinander teilt und jeder auf jeden schaut. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert so. Und wenn das alle würden machen oder sich auf das einlassen, dann bin ich überzeugt, dann würden wir rasante, schnelle Verbesserung herkriegen auf unserer Welt. Apropos Nägel. Ich sehe da rundherum haben wir verschiedene Gebäude. Und alle Gebäude, die brauchen noch Renovationen, die brauchen wieder Instandstellung. Weil nicht nur das Land ist kaputt und ausgelaugt, sondern die Gebäude sind vergammelt. In den letzten 70 Jahren hat niemand mehr geschaut auf diesen Dächern. Niemand mehr hat geschaut, dass es instand bleibt. Es geht zusammen, es geht kaputt. Und das ist doch schade. Nicht nur für die Gebäude, sondern auch für das Landschaftsbild. Wer will schon ins Wallis kommen und ein kaputtes Wallis sehen? Nein, wir wollen ein ganz schönes, klassisches Wallis sehen, wie es die Pracht soll sein. Die Pracht von Wallis, die Schönheit von Wallis, dürfen wir wieder sehen in Triestal. Und für das sind wir da. Ganz bewusst sind wir im Wallis, weil, sind wir ehrlich, viel schönere Orte gibt es in der Schweiz nicht. Es gibt viele schöne Orte, aber Wallis ist das Ort, wo man sein soll oder darf sein. Wir sind dankbar auf alle Welt dürfen im Wallis sein.
Jetzt ist es aber so, zurück zu Nägel mit Köpfen. So einen Stall umzubauen und zu renovieren, wissen wir schon, kostet zwischen 50 und 70'000. Wie ihr seht hier im Video, sind das 3, 4 Ställe. Ich meine, da sind wir schon, wenn wir es tief nehmen, 150'000. Unser Gästehaus, also das pure Vida, das grosse Haus, das ihr jetzt seht, das ist mindestens 100'000, vielleicht sogar 150, 200'000 zum wieder instand stellen. Und dann, all unsere wunderschönen Altsteinmauern, also die Trockensteinmauern, die schon hunderte Jahre alt sind, die sind auch renovationsbedürftig und pflegebedürftig. Und da schauen wir auch schon mit einem Betrag von mindestens 100'000 Franken an, um das professionell wieder instand zu stellen, damit es wieder für 200-300 Jahre einfach steht. Das sind Sachen, wo wir allein Schritt für Schritt näher kommen. Aber es sind Sachen, die wir wahrscheinlich nie werden aus eigener Kraft erfüllen können. Darum hoffen wir auch, dass unsere Vision dich anspricht. Als Stiftung, als Politiker oder als einfach Privatinvestor. Und du sagst, hey, mal, da möchte ich mein Geld einsetzen, da möchte ich mein Geld eingeben. Ich möchte es nicht in den Krieg ausgeben. Ich möchte es nicht in Armut, für Krieg ausgeben. Ich möchte es wieder für Natur ausgeben. Ich möchte wieder, dass es ein Ausgangsziel hat. Ich möchte können mit meinen Kindern und mit meinen Enkelkindern und meine Enkelkinder sollen mit ihren Kindern in den nächsten 300 Jahren hier in Dresden vorbei kommen und einfach die Natur geniessen. Darum wären wir auch froh, gäbe es noch Leute, die uns helfen finanziell. Weil, sehen wir ganz ehrlich, so 3, 4, 500'000 Franken haben wir auf jeden Fall nicht. Wir sind schon all in. Das Land haben wir gekauft, unsere Pensionskassen, jeder Rappen, den wir verdienen. So konkret sind wir. Claudia und ich, wir sind all in. Und wir suchen die Leute, die genau gleich wie wir all in sein wollen. Ob jetzt physikalisch, mit dem eigenen Schweiß oder mit dem Portemonnaie. Hauptsache, wir machen etwas Gescheites für diese Welt. Ich hoffe, in diesem Video habt ihr mehr über unsere Vision und mehr über uns erfahren. Und ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, um das Video zu schauen. Falls du unsere Abenteuer und unsere Fortschritte sehen willst, wir haben ja den YouTube-Kanal. Dann abonnieren, damit ihr ja nichts verpasst. Und hey, die letzten 3 Jahre ist auch alles schon. Ich habe gesehen, was wir bis jetzt machen. Ich habe gesehen, da geht etwas. Bei der Claudia, wie auch bei mir, da geht etwas. Apropos Claudia, sie geht jeden Tag noch zusätzlich arbeiten. Und nicht einfach ein Job, wo sie Geld verdient, sondern ein Job, den sie mit Leidenschaft kann erfüllen. Und das ist auch ein Job, wo es nicht um sie geht. Da geht es um die Gesundheit, da geht es um das Wohl, auch um die Erholung der Leute. Aber wer sie kennt, weiss das haargenau, dass sie nicht nur leidenschaftlich ist, dass sie einfach leidenschaftlich unterwegs ist. Und die darf da oben bleiben. Ich habe das Glück, aber dafür tue ich leidenschaftlich da mein Land und da meine Energie in diesem Land geben. Aber vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs Kommentieren, fürs Teilen, damit wirklich, dass das Video am richtigen Ort ankommt. Ich wünsche einen schönen Tag miteinander und lasst uns doch gemeinsam eine bessere Welt kreieren. Wenn nicht da, dann dort, wo du bist, weil du bist wichtig für unsere Welt, genau gleich wie jeden einzelnen Regenwurm. Danke vielmals, tschüss zusammen und habt's gut.